Stadt im Orient war einmal ein Gerücht im Umlauf, dass im Norden von dem Land ein Maler lebt, der blind ist. Und trotz, dass er nichts sieht, die wunderschönsten Bilder malt. In dieser Stadt haben auch junge Männer gelebt, gute Freunde. Und die wollten wissen, was an dem Gerücht wahr dran ist. So sind sie im Norden von dem Land gereist und haben den blinden Maler gesucht. Und dann haben sie ihn beobachtet. Er hat, bevor er angefangen hat, sein Modell ganz genau abgetastet. Nichts hat er ausgelassen. Keine einzige Vertiefung, keine einzige Erhebung. Er hat sich viel Zeit gelassen dabei. Dann ist sein Modell abgesessen. Ein Diener hat ihm Farben und Leinwand gebracht und er hat angefangen zu malen. Und immer wenn er sich nicht mehr sicher war, hat er wieder von Neuem abgetastet. Die Bilder, die da dabei entstanden sind nicht so Besonderes gewesen. Aber die Tatsache, dass ein Blinder gemalt hat sie sehr wertvoll gemacht. Und er hat sie für viel Geld verkaufen. Zurück in der Stadt haben die Männer all ihren Freunden und Bekannten erzählt, was sie erlebt haben. Und alle haben gestaunt. Noch einer nicht. Ohani hat er geheissen und war ein guter Freund von diesen Männern. Er war clever und reich. Der gibt doch nur vor, blind zu sein, damit er seine Bilder da teuer verkaufen kann. Ich wette mit euch, dass das nur ein Lügner und ein Betrüger ist. Und weil Ohani so an dieser Behauptung festgehalten hat man den blinden Maler in die Stadt gerufen. Und als der blinde Maler in der Stadt angekommen ist, da hat Ohani sich ihm am Fersen geheftet. Er hat ihn keinen Moment aus den Augen gelassen. Er hat ihn beobachtet. Aber nichts, gar nichts hat darauf hingedeutet, dass der blinde Maler sehen kann. Er hat es natürlich auch mit Tricks versucht. Als er mal auf der Straße gelaufen ist, hat er ihm schnell einen Kübel Wasser vor die Füße gestellt, aber er ist darüber gestöchelt und ist über und über nass geworden. Und ein anderes Mal, als er gerade beim Malen war und den Pinsel abgeleitet hat Ohani schnell den Pinsel vertauscht mit einem glühenden Stück Eisen. Aber der Maler hat zugegriffen und hat sich dabei die Finger verbrannt. Nichts. Gar nichts hat darauf hingedeutet, dass der blinde Maler sehen kann. Und als sie am einem Tag wieder mal zusammengesessen sind, sie haben Wasserpfeifen geraucht. Und das Gespräch ist wieder mal auf den blinden Maler gekommen. Da lacht Ohani auf einmal laut auf. Ha! Jetzt habe ich es. Jetzt weiss ich's, wie ich den Maler als Lügner und Betrüger überführen werde. Ich wette mit euch, dass ich bis morgen Nachmittag euch den Beweis bringen kann. Sie waren gerade einverstanden. Und man hat sich am nächsten Tag am Rand der Stadt getroffen. Die Freunde haben gewartet, bis Ohani endlich gekommen ist und am Arm hat er den blinden Maler geführt. Und sie sind losgelaufen. Sie sind losgelaufen zum Landhaus vom Ohani, wo etwa eine Stunde, 2, vielleicht auch 3 Stunden von der Stadt entfernt war. Und die Sonne hat abgebrannt, es war heiß. Und als sie endlich bei dem Landhaus vom Ohani angekommen sind, staubig, verschwitzt, durstig, da erzählt ihnen Ohani, ja, er hätte ein gut eingerichtetes Badehaus. Oh, haben die sich gefreut. Sie sind gerade im Forum vom Badehaus und haben ihre Kleider abgezogen. Und dann hat Ohani, der blinde Maler, wieder an den Arm genommen und hat ihn übergeführt zum eigentlichen Baderaum. Und wo sich die Tür öffnet von dem Baderaum, bietet sich ihnen ein unglaublicher Anblick. Da war nicht nur ein grosses, einladendes Wasserbecken.
Der ganze Raum war gefüllt mit jungen, nacktigen Frauen. Die sind auf der Ruhebank gelegen. Sie sind am Rand vom Wasserbecken gesessen. Und das alles ist in so vollkommener Stille passiert, dass es anders als über die Augen nicht wahrnehmen konnte, was da innen vor sich geht. Johanni hat der blinde Maler keinen Moment aus den Augen gelassen. Nichts hat sich im Gesicht bewegt. Gar nicht. Nichts hat darauf hingedeutet, dass er irgendetwas mitbekommt, was da im Raum vor sich geht. Aber schon nach kurzer Zeit hat man deutlich gesehen, dass sich an einer anderen Stelle etwas bewegt. Und so hat Johanni den Beweis gebracht, dass der blinde Maler lügt.